Heute Abend in Porz, direkt am Kölner Autokino, Schlange stehen für das Konzert des Jahres. Brinks wird da heute Abend spielen und das trotz Corona. Alle Abstandsregeln will man da heute Abend einhalten, aber kölsche Live-Musik soll es eben trotzdem geben und alle, die gleich in ihren Autos dabei sein dürfen, die können sich auf ein wirklich tolles Event freuen. Und damit hallo und schönen guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Lokalzeit aus Köln. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und auch wir im WDR hoffen, dass wir Sie heute Abend bei allem Corona-Frust ein bisschen auf andere Gedanken bringen können mit dem kompletten Brinks-Konzert. Normalerweise sind Konzerte ja im Moment nicht möglich wegen der Corona-Schutzmaßnahmen. Aber für Brinks gibt es jetzt eine Sondergenehmigung und das nur, weil dieser Auftritt eben im alten Porzer Autokino stattfindet. Manuela Klein ist für uns dabei. Das wird ziemlich ungewöhnlich heute Abend, Manuela. Wie genau wird das gleich in Porz ablaufen? Ja, das Ganze läuft folgendermaßen ab, Henning. Hinter mir sieht man ja schon ein paar Autos. Die sind gerade eben auf den großen Parkplatz schon draufgefahren. 250 an der Zahl. Normalerweise passen hier 1000 Autos hin. Aber man sieht es ja ganz schön. Man hält hier den Sicherheitsabstand ein. Und auch die hintere Reihe, die nächste Reihe, beginnt mit entsprechendem Abstand, sodass auf jeden Fall der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Das wird auch kontrolliert. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Ordnungskräfte sind hier die ganze Zeit schon unterwegs und das Ganze läuft folgendermaßen ab. Hinter mir sieht man eine Bühne. Auf der Bühne wird gleich die Band spielen, natürlich auch mit Sicherheitsabstand und Mundschutz und das Bild wird dann auf die große Leinwand hinter mir übertragen, sodass die Besucher alles auch prima erkennen können. Ja, und der Sound ist ebenfalls ein großes Thema. Es gibt nämlich keine Boxen. Also das ist das erste Konzert ohne Boxen und auch das erste Konzert im Autokino. Deswegen gab es eben auch schon eine ausgiebige Probe, einen Soundcheck. Und ja, wie das alles so laufen wird und laufen soll, da habe ich Peter Brinks auch zugefragt. Wir probieren das jetzt aus. Das ist das erste Mal, wenn ihr das so ein bisschen sehen könnt. Eine Bühne, an der keine Boxen hängen, das habe ich noch nie erlebt. Aber man hört das ja hier über das Autoradio. Die kriegen eine UKW-Frequenz, da können sich das anhören. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, wie wir das technisch geregelt kriegen. Und natürlich vor 200 oder 300 Autos zu spielen, anstatt wir wissen ja, dass da Menschen drin sind, aber erstmal stehen ja hier Autos. Das ist auch was Neues. Aufgeregt? Ja, sehr aufgeregt. Ist auch gut, aber aufgeregt gehört dazu. Ja. Genau. Das war's schon. Alles Ja, klar. Aufgeregt sein gehört dazu, das ist ganz wichtig und es ist wirklich eine kuriose Situation, denn ich kann auch live nicht jetzt mit den Menschen in den Autos sprechen. Die Fenster müssen geschlossen bleiben, aber ich habe eben vor dem Autokino natürlich mal gefragt, warum die Menschen herkommen und ob sie sich freuen. Es ist ein Konzert. Außerdem ist Brinks meine absolute Lieblingsband. Und dann stellte sich die Frage eigentlich überhaupt nicht mehr. Zu Hause ist man jetzt ja schon ziemlich lange gewesen. Da ist doch mal was draußen unternehmen, wo man mit Abstand und Sicherheit haben kann. Super. Ich persönlich gehe total gerne überhaupt ins Autokino. Deswegen ist Autokino für mich sowieso eine super Adresse. Und in den Zeiten im Moment ist das natürlich einfach schön, dass man erstens die Uniklinik damit unterstützen kann und dass man einfach auch mal rauskommt und Spaß trotzdem mit anderen Leuten auf die Distanz haben kann. Ich bin mal echt gespannt, was da raus wird. Also kann man sich erstmal gar nicht vorstellen. Eine Band auf einer Bühne und dann auch vor einem großen Leinwand und die müssen vor dem Auto spielen. Ja. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir freuen uns. Ja, alle freuen sich, das steht fest. Immerhin ist es das erste Konzert in ganz Europa im öffentlichen Raum in Corona-Zeiten. Deshalb Sicherheit ganz weit vorne, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der wird eingehalten. Das Konzert dauert 90 Minuten, morgen auch nochmal. Und wer nicht dabei sein kann, nicht traurig sein. Es gibt Möglichkeiten, dem Konzert zu lauschen und die kennt jetzt der Henning. Und damit zurück zu dir.
So ist es. Dankeschön, Manuela. Brinks aus dem Autokino gibt's jetzt gleich ab 20:15 Uhr. Einmal auf wdr.de, im WDR-YouTube-Kanal, im YouTube-Kanal der Lokalzeit oder aber auch auf Facebook, entweder bei uns oder bei WDR Jack. Und morgen ab 23:40 Uhr zeigen wir das Konzert dann auch noch hier im WDR-Fernsehen. Brinks live. Es wird uns allen gut tun.